Falkenstein mit seinen knapp 600 Einwohnern ist eine Marktgemeinde im Bezirk Mistelbach im Mainviertel. Die Burgruine steht hoch über dem Dorf und war das erste Ziel unserer kleinen Spätztour. Bevor man die schöne Ruine aber besichtigen kann, muss man natürlich nur einen kleinen Obolus zahlen. Ja, lesen war immer schon der Elesiers. Sobald es irgendwo Buchstaben sieht, ist schon dabei. Ich verrate euch jetzt einmal ein riesengroßes Geheimnis. Nicht nur die Alice kann lesen, das kann ich auch. Und deshalb kann ich euch jetzt ein bisschen was über die Burg Falkenstein erzählen. Die wurde nämlich im 11. Jahrhundert errichtet und schützte einst das Land vor feindlichen Übergriffen. Die ersten Herren von Falkenstein waren Lehnsherrnehmer der Babenberger, dann der Liechtensteiner und dann ist die Burg im Laufe der Jahrhunderte immer mehr erweitert worden bis zum Jahre 1571. Was war dann? Da gelangte die Burg Falkenstein in den Besitz der bedeutenden Adelsfamilie Trautson. Habe ich noch nie gehört. Der Paul Sixtus Trautson als machtstolzer und reicher Burgherr führte die heutigen Ausmaße ein. Also nicht er, aber also. Du kannst es nicht. Dann schilder du die Weg bitte, wenn du das besser hast. Nein, du hast da einen Fehler gemacht. Du hast das falsch gelesen, ganz einfach. Nicht, dann les vor. Naja, jetzt ist es zu spät. Was habe ich falsch Entweder gemacht? mache ich es gescheit Nein, oder gar nicht. was habe ich falsch gemacht? Paul Sixtus Trautson als machtstolzer und reicher Burgherr führte großzügige Ausbauten durch und gab der Burg die heutigen Ausmaße. Du hast da irgendwas vermanscht. Naja, erzählen habe ich auslassen. Ja, genau. Nicht? Ich wollte den Film halt kürzer machen. Nicht? Wir kommen jetzt zum Herzstück dieser Burg und zwar zur Schlosskapelle. Gotisch. Gotisch. Was? Der Tisch da ist gotisch? Nein, eher die Fenster da. Ah ja, passt noch weit gut zum Tisch dazu. Ja, weil es ist halt ein Go-Tisch. Jetzt sind die Burgherren früher da alles selber zu Fuß gegangen oder sind sie aufgetragen worden? Die sind sicher aufgetragen worden, glaube ich schon. Warum kann ich kein Burgherr sein? Bist eh mein Herr und Meister. Ja, das sagst du aber jetzt auch nur fürs Video. Ja. Wenn wir daheim sind, krieg ich es wieder. Von überall auf der Burg hat man wirklich einen schönen Blick auf die Gegend. Österreich ist halt schon schön, wenn es wieder schön ist. Jetzt gehen wir ins Täufergewölbe rein. Die Täufer, das war ja so eine religiöse Bewegung. Die sind überall verfolgt worden, die haben es nicht leibend gehabt. Ja, also ein bisschen mehr wie ein paar Schautafeln sieht man da nicht. Es hat einen Fernseher gegeben mit ein paar Videoclips. Der ist aber out of order. Das war schon interessant mit den Täufern, finde ich. Da hätte ich ja müssen die Schautafeln lesen. Aber nachdem du mich da unten so fertig gemacht hast, wo ich mir versprochen habe, okay, ist mir die Lust da aufs Lesen vergangen. Sei nicht so.
Nie So wieder werde ich hart. was lesen. Ist doch nur Spaß. Da haben wir jetzt so eine Galeere. Also wenn es im 16. Jahrhundert geheißen hat, auf die Galeere, dann war das praktisch ein Todesurteil für die. Es wurde aber meist nur über Mörder und Kapitalverbrecher gefällt und über die Täufer. Die sind ab 1540 auf die Galeeren verbannt worden, weil es halt keine Christen waren, also keine was waren sie nicht. Christen waren es schon, aber Katholiken waren es nicht. Sie waren quasi die dritte Bewegung. So was hätte die Alice halt auch gern in unserer Wohnung, dass mir angekettet und die Hausarbeit verrichte. Aber solange es die Kette nicht hat, werde ich das auch nicht machen. Bin ja kein Weiche. Ja, schneller, was ist? Schneller, schneller, schneller. Ja, geh bitte, ein bisschen geht schon noch. Hopp, 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 hopp. Geht schon. Ja. Das ist 1:1 wieder haben. So, da sind wir jetzt im Vorratskeller. Ja, gibt's da was zum Essen? Ich habe schon Hunger. Schaut mir aber nicht so aus. Ist angesperrt. Die haben sicher die begründete Angst, dass ihnen was wegfrisst. Ja, gehen wir lieber wieder auf. Ich würde das sagen. Wen schon gewölbt an der 12 Apostelkeller. Da kriegt man wenigstens was zum Trinken. So, gleich kommen wir zum großen Turnierplatz, wo die holden Maiden, die Jungfrauen, ganz verzückt auf die Ritter geschaut haben in ihren glänzenden Rüstungen, bevor sie vom Pferd gefallen sind oder die Schwerter am Schädel gekriegt haben. So, jetzt folgen wir meiner holden Maid. Zum Glück kriege ich heute keine am Schädel mit dem Schwert. Maximal daheim dann mit Nudelholz, wenn ich noch mehr Plätzchen rede. Ja, der Platz ist wahnsinnig schön. Das ist auch ein Glück, dass jetzt gar niemand da ist. Und wir müssen das jetzt genießen. Ja, wir sind da jetzt im Ort Falkenstein. Ist ein lieber kleiner Ort, wirklich sehr romantisch, idyllisch, mit einem Brackwasser hinter uns. Und von da wollen wir jetzt aufgehen zum Kreuzberg. Also wir ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber zu dem Kreuz da rauf hatscht man nicht, oder? Oh ja, ist ja urschön, du sei nicht so faul. Ach so. Es ist eher die Alice, die da raufgehen will. Du wirst es dann nicht bereuen. Und ich muss halt. Na, nachher bist du mir dankbar. Dankeschön. Sehr herzlichen Dank. Wirklich vielen, vielen Dank. So eng. Naja, so sind halt Wanderwege. Naja. Das ist keine Bundesstraße oder keine Bitte Autobahn. pass auf. Ja, wenn ich in die Kamera schaue, kann Ja, ich ich nicht schau am lieber Weg am schauen. Weg, ist gescheiter. Filmen kannst du nachher, nein, kannst immer noch. Nachher. Gut, also ich filme ein bisschen später, wo es nicht so holprig ist, der Weg. Ganz schön steil der Weg. Ja, schon. Das heißt Kreuzweg, weil es halt ein Kreuz ist. Ja, ich glaube auch. Ah, schau, da drüben. Du sollst auf den Weg schauen. Ja, aber da drüben, schau. Es ist schön,
Du kannst weitergehen. Also bei so Hatschereien, da kommen mir immer wieder die Worte Jesu Christi, also die schießen mir dann ein, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wieso nur bei so Hatscherte Weg? Ich glaube, das ist in deinem Leben überhaupt der Slogan, oder? Ja, wir haben es wieder heil in den Ort runtergeschafft und gleich gibt es ein Fazit von der Alice zum heutigen Tag. Ja, also ich muss sagen, es war wirklich bis jetzt ein wunderschöner Tag. Die Ruine ist ein absoluter Traum, wirklich eigentlich meines Erachtens ein Geheimtipp. Sehr interessant und auch sehr idyllisch eben. Und der Kreuzweg, obwohl er ein bisschen steil rauf geht und ein bisschen herausfordernd ist, man sollte gute Schuhe haben, ist auch wunderschön und vor allem der Blick von oben dann auch so traumhaft. Aber das Allertollste an der Gegend da, also der Ort Falkenstein, das Leibendste ist einfach, er liegt im Weinviertel. Und im Weinviertel, da geht man nach seiner anstrengenden Tour, nach seiner schönen Tour, geht man zum Heurigen, zum Buschenschank und genehmigt sich Achtel oder zwei. Aber dort nehmen wir euch nicht mit. So, also wir kommen jetzt zum Herzstuhl. Also wenn es im 16. Jahrhundert Kassen hat, auf die Galeere, dann muss ich nochmal anfangen. Gell? Also wenn es im 16. Jahrhundert Kassen hat, auf die Galeere, dann war das praktisch ein Todesurteil für die. Weil die Strafe war wahnsinnig schlimm, ein Tod auf Raten, sind aber nur Mörder und Gewaltverbrecher und die Sekte der Täufer oder wie die geheißen hat, nein. Umstehen ist immer schön. Mit meinen Schmäh hausieren gehen. Wieso? Weiß ich gar nichts. Ja, und ein kurzes Gedächtnis auch noch. Na, haben. was für? Ne, Steh und Schee. Okay, das war so bemüht mit dem Geh und Schee und Steh, also kannst du einpacken. Bemüht am See, kann? Aber nicht runterfallen. Ja, warte ein bisschen.